Endlich ist es soweit. Lange mussten wir darauf warten. Jetzt endlich sind sie da. Pokémon X und Pokémon Y. Ja, man sieht es schon. Hier seht ihr eigentlich bloß die Kartonverpackung. Also da mal gucken, was hat's denn da so Schönes ergeben, nicht wahr? Also mal ganz kurz gucken. Ich hoffe, es ist das Hintergrundgeräusch jetzt vom Aufklappen des Kartons nicht allzu laut. So, mal schauen. Was ist denn das? T-Shirts. Gut, das kommen wir gleich. Das war irgendwie, gehörte wohl dazu zum Kauf der beiden Spiele. Jeweils ein nettes T-Shirt. Ja, sieht sehr nett aus. Die Spiele natürlich noch so. Ganz kurz ausgepackt. Und die Kartenschachtel, die kommt irgendwo ins Nirgendwo. Braucht doch kein Mensch. So. Ja, damit werden wir uns gleich befassen. Jetzt erstmal ganz kurz. T-Shirts. Wieso hier T-Shirts? Man sieht das Pokémon von... ganz kurz, so jetzt. Man sieht da links das Pokémon von der X-Version. Ja, die Größe, wenn da oben die Angabe stimmt, dürfte das wohl M sein. Okay, dürfte ganz knapp passen. Wenn nicht, dann... Naja. Hinten ist das andere Pokémon, sprich das... Oh, wie ist schon wieder... Uistel oder so irgendwas. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Jedenfalls, wohl zwei gleiche T-Shirts es aussieht. Ja. Gleiche Größe. Hallo, ist ja die Größe nicht. Größe, wo bist du? Kleine Größe. Wo bist du hin? Ja, die sieht man irgendwo hier drauf. Nirgends. Man sieht hier nur Nintendo, der Pokémon Company. Ist ja auch nicht. Nun gut, zwei T-Shirts, der Größe M, wie es aussieht. Ansonsten genau gleich mit den beiden legendären Pokémon halt von X und Y. Ja. Denke ich mal, eventuell für ein Gewinnspiel oder so etwas. Könnte durchaus noch etwas sein. So, auch weg damit. Aufs Bett am besten. Oh, ein bisschen laut. So, jetzt haben wir es aber endlich mal. Hier, Pokémon Y und... Ja, kann man bitte nicht allzu sehr zoomen hier. Und auf dem Kopf steht natürlich auch. Gut, X ist eigentlich immer das gleiche. Pokémon X und Pokémon Y. Ganz kurz. Stecken wir hier die Hand aus. So, und seht natürlich beides. X und Y mit dem Spiegeleffekt ist ja super. Ich sag nur... Folie. Egal, wenn sie ganz kurz mal aufgemacht, wenn das irgendwie möglich sein. Ist sogar möglich. Cool. So. Kommt das hier weg und der Rest hoffentlich auch noch. Dann gucken wir mal, was hier auf dem Cover bzw. auf der Hinterverpackung denn so drauf steht. Ich sehe da gerade Mewtwo blicken. Hallo? Hallo? Karton? Was ist jetzt los? Oh. Das war gerade ein bisschen das Falsche. Wo ist denn der richtige Karton? Hier oben. Wollte schon sagen. So. Kommt gleich, Freunde, keine Angst. So, hier ist also endlich Pokémon Y Verpackung, wie sie auch sein sollte. Wunderschön, oder? Seht das blaue Lichtlein noch von der Webcam, gar nicht schön. Egal, was steht denn hier Schönes? Ja, schon besser. Die erste Stufe in der Entwicklung von Pokémon. Neue Pokémon, spannende 3D-Kämpfe. Ja, man sieht auch schon Mega Mewtwo hier, ne? Oder Mega Mewtwo Y wohl hier. Ein kleiner Spoiler. Na gut, das ganze Video ist eigentlich Spoiler-Gefahr. Ich habe herausgefunden, dass in dieser Generation, sprich dieser Kalos-Generation, die Region heißt der Kalos, hier mit XY und so, mit diesen neuen Pokémon hier, hey, soll es insgesamt bloß 69 neue Pokémon geben. Ja. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung, ist einfach mal so ein Gerücht gewesen, aber ich denke mal, die Spiele sind jetzt bereits, gut, ich weiß, die kommen erst in 2 Tagen raus, wir haben jetzt mittlerweile den 10. Oktober, nicht wahr? Aber trotzdem ist das schon etwas, was man mal erwähnen sollte und überrascht. Ich meine, seit zweiter Generation, sprich Gold, Silber, Kristall, hatten wir nicht mehr so wenig Pokémon. Damals waren es immerhin noch 100. So, was ist denn das? Achso. Nintendo Codes, auch sehr schön. Das Spiel selbst, wie sieht denn das aus? So, jetzt aber. Pokémon Y. Ist ein langer Name, ich weiß. So. Und jetzt hier, was haben wir hier noch Schönes? Ich denke mal gewöhnliche Nintendo 3DS und XL-Hinweis. Wie auch immer, wie kann es anders sein? Werbung für den 3DS XL, auch nicht schlecht. Schnappt ihr ein Flämmli mit einem besonderen Item. Genau, müsst ihr ganz kurz aufpassen, Leute. Hier oben steht es nämlich. Erhältlich ab 12. Oktober 2013 bis 15. Januar 2014. Kann man sich ein Flämmli runterladen, was die Fähigkeit Temposchub hat. Oh, cool. Ein besonders getragenes Item, genau das Logoknick. Dieses Logoknick ist deshalb gut, weil man damit halt Logok zum Mega-Logok entwickeln kann. Und das funktioniert scheinbar nur, natürlich das Logoknick bekommt man halt nur bei dieser Verteilung, sprich im Spiel selbst bekommt man es nicht. Genau, das ist auch limitiert und so. Pokémon.de XY, gut, finden wir mehr Hinweise, schön. Schritt 1, also hier wird einfach angezeigt, wie man das Ganze runterladen kann, wie das Ganze funktioniert. Bisschen Werbung noch für Komplettlösung, etc. Gut. Und hier also noch die Software-Schnellanleitung wie X und Y. Da bin ich mal gespannt.
Player Search System, was soll denn das sein? Moment, das spielt gerade ein bisschen doof, so, jetzt geht's wieder. Das Player Search System, PSS, ermöglicht es dir, andere Personen ausfindig zu machen, die ebenfalls gerade Pokémon X oder Pokémon Y spielen. Aha, im lokalen Modus kann es mit so. Also im Prinzip so ein Update von Spotpass, wa? Klingt ja mal interessant. Andere Personen spielen, ja, wie immer. Elektronische Bedienungsanleitung brauchen wir nicht. Wir zeigen das einfach blind. Und das sind die Starter-Pokémon. Wobei ich sagen muss, von den Startern her würde mich der Feuerstadt am meisten interessieren. Also vom Starter selbst, aber die Entwicklungen nachher, die ja kommen, sind ja meistens mittlerweile auch schon irgendwie bekannt, nicht wahr? Da wird, glaube ich, eher Froxy, das Wasser-Pokémon, eine Wahl sein, nicht irgendwie der Pflanzen- oder sogar der Feuerstarter. Aber das ist ein anderes Thema. So, soviel zu zu Y. Gut, in das Spiel noch, lassen wir ganz kurz draußen. Und das werden wir jetzt mal, ja, natürlich ganz toll. Klappt das? Bleibst du ja, bleibt da stehen, gut. Jetzt kommen wir zu X. Ja. Zu XXX. Pokémon X, das vermutlich eine bevorzugte Wahl sein dürfte. Weswegen, geht's mal auf, so, dankeschön. Ganz auch deswegen, weil man bekommt ja bei Pokémon X, Pokémon Y, das war auch ein kleiner Spoiler, muss jetzt einfach mal erwähnt werden. Wie gesagt, das Ganze wieder bereits ein Spoiler. Bekommt man in diesen Spielen ja nicht nur den Kalos-Starter, sprich nicht nur diese drei, einen von diesen drei natürlich pro Edition, sondern man bekommt auch einen der Kanto-Starter, sprich Bisasam, Glumanda oder Shigi. Ja, nach dieser Starter natürlich noch Mega-Entwicklungen, nicht wahr? Und daher würde ich mal sagen, wird vermutlich, weil Glurak hat sogar 2 Mega-Entwicklungen. Ja, man sieht schon hier, jetzt auch ein Mega Mewtwo, das ist allerdings Mega Mewtwo X, weil das ist hier ein bisschen anders. Das ist scheinbar vom Typ Psychokampf, man sieht es eigentlich auch optisch, nicht wahr? Hallo, zoomen, dankeschön. Und das Mega Glurak, da gibt es auch 2 Versionen, wie gesagt, Mega Glurak X, was es nur in dieser Version gibt. Das ist scheinbar vom Typ Feuerdrache. Etwas, was ja schon viele Fans seit langem erhoffen, dass endlich mal ein Glurak mit dem Drachentypus kommt. So, ansonsten aber auch der Rest gleich, war. Vorderseite, ich muss ganz ehrlich zugeben, so YX im Vergleich gefällt mir ja Y fast besser. Aber eigentlich auch nur wegen der roten Farbe. Egal, was hat denn hier drin? Ja, Produktcode, schön. Nintendo Clubcode. Was zum Einwerfen, Schnellanleitung ist vermutlich das gleiche wie eben. Nur diesmal halt in X-Variante. Ja, bisschen das gleiche, auch Player Search System. Kennen wir bereits, weg damit. Dann haben wir hier noch das Flamly. Natürlich gibt es das auch hier. Mit Logo-Knit, sehr schön. Übrigens, ob es von Logok eigentlich auch 2 Mega-Entwicklungen gibt, sprich ein Mega-Logok X oder Mega-Logok Y. Keine Ahnung, weiß noch nicht. Werden wir dann herausfinden, gemeinsam vielleicht sogar. 90% größer Bildschirm, 3DS XL, Werbung. Und wieder mal, ja, das gleiche. Wie zuvor bereits. So, haben wir hier auch noch die Disk zu X und hier die zu Y. Geil, hallo Zoom-Effekt, Kamera, bitte zoomen. Dankeschön. So, hätten wir das, liebe Freunde, jetzt kann ich das ganz kurz mal hier aufstellen und zum eigentlichen Inhalt oder zum eigentlichen Sinn dieses Unboxing kommen. Und zwar, es war eigentlich geplant von mir, dass ich sobald ich diese Spiele habe, dass ich dann entscheiden werde, welches ich Let's Playen werde und das dann sofort aufnehme. Ja, gibt es nur ein Problem. Meine 3DS Capture Karte fehlt noch, also sprich die Karte, mit der man halt 3DS-Spiele aufnehmen kann, vom 3DS direkt. Diese sollte ursprünglich bereits gestern, sprich am Mittwoch, am 9. Oktober bereits hier sein. Jetzt habe ich aber erfahren, dass die nach dem Zoll herumhängt. Toll, wa? Ja, bereits seit 2-3 Tagen am Zoll, ist natürlich super. Ich hoffe trotzdem, dass ich die morgen bekomme. Wenn nicht, kann es natürlich auch sein, dass sie erst nächste Woche kommt und so und dann das 3DS Let's Play ein bisschen verspätet kommt. Leider Gottes halt. Wie auch immer. Deshalb will ich das Video auch dazu nutzen, um euch eine Frage zu stellen. Naja, um genau zu sein, sogar 3 Fragen. Was, 3? Echt? Blick gerade. Waren es 3? Doch, es waren 3. Gut, also erstmal Frage Nummer 1. Yeah. Frage Nummer 1, welches Spiel soll ich Let's Playen? Sprich X oder Y? Das könnt ihr entscheiden. Schreibt es einfach in die Kommentare oder schreibt es mir per PN. Ich denke sogar Kommentar wäre besser, weil es sehr schneller und sonst muss ich immer zwischen System hin und her wechseln. Also bitte unter das Video schreiben, welches ihr sehen wollt, X oder Y. So. Frage Nummer 2 natürlich, welcher Starter soll es sein? Sprich halt der Pflanzenstarter da unten, da in der Mitte. Hallo, Zoom-Effekt, hallo, Zoom-Effekt. So, dankeschön. Der Pflanzenstarter Igamaru, der Feuerstarter Phynx,
Oder? Ist gerade irgendwie so. Oder Froxy, der Wasserstarter. Wie gesagt, ich persönlich bin ja eher für Froxy, aber das ist wiederum eure Entscheidung. Noch ganz kurz war es vielleicht für eine Entscheidung, um das ein bisschen zu vereinfachen für euch. Vom Typus her haben alle ja jeweils ihren Einzeltypus. Jetzt ist es allerdings so, dass ihre Endstufen jeweils, also sprich bei Froxy halt, Namen kenne ich jetzt noch gar nicht, aber halt die Endstufe halt, dritte Stufe, dann wie bei Igamaro und bei Finks haben alle ihren jeweiligen Dualtyp. Und zwar hat Finks, der Feuerstarter, hat nachher nicht nur Feuer, sondern auch Feuerpsycho. Igamaro hat, also die Weiterentwicklung halt davon, hat Pflanze Kampf und bei Froxy wäre es Wasser und Licht. Eine sehr interessante Kombination, ich glaube sogar das erste Mal, dass alle 3 Pokémon einen Dualtyp haben. Ne, stimmt gar nicht. War ja bei Dingen auch schon so. Bei 4. Generation, sprich Sinnoh, also Diamant, Perl, Platin, war es auch schon so. Ebenfalls, was mich daran stört, eigentlich kann man schon so sagen, ist, ich stelle es mal ganz kurz hier hin, sonst nehmen wir langsam mal den Arm schlaff. Ja, von den Typvorteilen her, man weiß ja, Wasser ist stark gegen Feuer, also sprich Froxy ist gut gegen Finks, Finks gut gegen Igamaro und Igamaro gut gegen Froxy. So. Wie sieht es allerdings mit den neuen Dualtypen aus? Ich meine, hallo, Unlicht schlägt Psycho, Psycho schlägt Kampf, Kampf schlägt Unlicht. Wieso? Ich meine, man muss sich ausgleich machen, oder? Sprich, hier wäre es gewesen, hier halt, gut, Kampf kann es nicht gut machen, das gab schon zu Genüge Feuer-Kampfstart, aber irgendwie Feuer-Unlicht. Wasser-Kampf. Dann wäre plötzlich Wasser. Moment, jetzt mache ich einen Fehler. Entschuldigung. Natürlich Feuer-Psycho, Wasser-Kampf. Heißt also, ein Feuer-Pokémon könnte auch ein Wasser-Pokémon besiegen. Wiederum wäre das ja ein Unlicht-Pokémon. Das heißt, er wäre stark gegen die letzte Stufe des Feuerstarters halt, wiederum schwach gegen die letzte Stufe des Wasserstarters. Ja, nö, aber nicht. Game Freak bzw. Nintendo oder wer auch immer dachte sich halt, man macht es halt doch so, wie es bereits ursprünglich war und ja, gibt einfach Dualtypen, die halt trotzdem nicht das ganze Dreieckverhältnis irgendwie ein bisschen umkrempeln, nicht wahr? Naja, was soll's. Wie gesagt, ist jetzt eure Wahl noch, könnt ihr entscheiden, welchen Kalo-Starter, sprich wie gesagt Feuer, Pflanze oder Wasser, ich bei der jeweiligen Edition nehmen soll. So. Der letzte Punkt am Tage soll noch, ich habe es bereits erwähnt, man kann auch die Kanto-Starter wählen. Tja. Und deshalb meine Frage an euch, welchen Kanto-Starter, sprich Bisasam, Glumanda oder Shigi? Ich persönlich wäre auch hier eher für Glumanda. Also falls ihr jetzt mal einfach so meine Meinung hören wollt. Ich persönlich würde X wählen. Und dazu halt den Wasserstarter Froxy hier hinten als Kalo-Starter. Das lustige Viech da. Und als Kanto-Starter Glumanda. Wobei es natürlich nicht das ausgeglichenste und perfekteste Team, weil Flamly bekommen wir trotzdem. Sprich da diese kleine Küken. Bekommen wir auch. Und das wird nachher auch trainiert. Sprich Logok, Megalogok. Ist ein Feuerkampf. Also irgendwie vielleicht Froxy als Starter, Bisasam als Kanto-Starter, nachher Flamly noch. Ich weiß nicht, Leute, ich bin da ein bisschen unentschlossen. Deswegen sollt ihr entscheiden. Ja, du, natürlich du. So, genau. Du, ihr, wie auch immer. Ihr dürft entscheiden. X oder Y. Froxy, Finks oder Igamaro als Kalo-Starter oder eben Glumanda, Bisasam oder Shigi als Kanto-Starter. Ja, einfach in die Kommentare schreiben, wenn es geht, so schnell wie möglich, weil, wie gesagt, eventuell kommt morgen bereits, sprich am Freitag, am 11. bereits Let's Play dazu, sprich der erste Part, mal gucken, wie das Ganze aussieht und dann, ja, können wir dann lässig, locker, freudig loszocken, nicht wahr? Das wird doch ein Spaß, Freunde. Gut, soviel dazu. Ich glaube, das wäre es zweimal für dieses Info-Video, für dieses Unboxing-Video vor allem. Ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Weiterhin viel Spaß mit meinen Let's Plays. Hoffentlich sehen wir uns auch beim künftigen X&Y Let's Play. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!